Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 21. Bundesligaspiel zu Hause gegen Werder Bremen, was wir 13:0 gewonnen haben. Und bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert sehr gerne den Kanal, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür und damit rein in den Bums. Abend zusammen, der FC Bayern München gewinnt das Freitagsspiel 3:0 gegen Werder Bremen. Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz mit den beiden Cheftrainern Ole Werner und Marcel Kompanie. Wie gewohnt beginnen wir mit dem jeweiligen Statement. Ole, bitteschön. Ja, schönen guten Abend. Zuallererst Glückwunsch zum unterm Strich natürlich verdienten Sieg für die Bayern. Ich muss trotzdem sagen, dass wir in der ersten Halbzeit vieles richtig gemacht haben, vieles so gemacht haben, wie wir es uns vorgenommen haben, haben es geschafft, wirklich Tempo aus dem Spiel zu nehmen, haben sehr, sehr gut tief verteidigt, nicht allzu viel zugelassen. Was uns ein Stück weit gefehlt hat, ist, dass wir aus auch Ballgewinnen, die teilweise gar nicht so verkehrt waren, einfach in bessere Umschaltmomente kommen, beziehungsweise auch noch zielstrebiger nachrücken. Da stimme ich ihm zu. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass wir im Gegenpressing halt auch sehr präsent waren. Ja, trotzdem hatte Bremen 2, 3 Dinger, wo, wenn sie mehr Zutrauen gehabt hätten und besser nachgerückt wären, es mit Sicherheit gefährlicher geworden wäre. Ja, aber hätte Fahrradkette interessiert am Ende keinen. Von daher, das darf man halt auch nicht vergessen. Wir waren jetzt auch sehr, sehr präsent im Gegenpressing. Bei der Chance von Grillo gesehen, wie es funktionieren kann, als dann Mitchell Weiser mal drauf bleibt nach einem langen Ball, wir einen zweiten Ball zurückgewinnen und daraus dann eigentlich eine Chance kreieren. Das war eigentlich so die Idee. Wir haben, wie gesagt, in diesen Momenten nach Ballgewinn zu selten die Tiefe gefunden. Deshalb hat uns das in der ersten Halbzeit gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann weniger von diesen Momenten gehabt. Da war es dann eher tatsächlich ein Spiel auf ein Tor. Man muss einfach festhalten, wenn du bei den Bayern gewinnen willst, dann muss an so einem Tag alles passen. Ich glaube, dass uns heute auch speziell in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen die Personalsituation vor die Füße gefallen ist, beziehungsweise dann auch durch 2 nochmals verletzungsbedingte Wechsel uns dann gerade hinten raus nochmal ein paar Körner gefehlt haben, vielleicht nochmal offensiver zu werden. Bis zur 80. Minute steht es trotzdem 1:0. Das ist eigentlich eine Situation, die wir natürlich auch im Vorfeld besprochen haben. Wenn du ein Tor zurückliegst in der 80. Minute, hast du die Möglichkeit, in München was mitzunehmen und dann willst du eigentlich nochmal offensiver werden, aber die Möglichkeit hatten wir heute eben aufgrund der beiden verletzungsbedingten Wechsel weniger und deshalb war es dann unterm Strich so, dass die Bayern noch 2 Tore nachgelegt haben. Das Ergebnis tut dann trotzdem in der Höhe ein bisschen weh, weil die Mannschaft alles auf den Platz gelassen hat. Ich hier da überhaupt keinen Vorwurf machen kann. Und trotzdem geht es für uns darum, jetzt in erster Linie die Daumen zu drücken, dass es bei den Jungs, die heute verletzungsbedingt raus mussten, nicht allzu schlimm ist. Zu hoffen, dass in der nächsten Woche auch wieder der eine oder andere mehr zur Verfügung steht, weil das schon für uns wichtig ist und wir heute wirklich auf dem Zahnfleisch unterwegs waren. Und dafür hat die Mannschaft eine kämpferisch sehr gute Leistung gezeigt, aber eben nicht. Es hat nicht alles gepasst und es muss an so einem Tag alles passen, um was mitzunehmen. Vielen Dank. Dankeschön. Mini, du auch mit deiner Einschätzung? In English, if possible. I think we obviously we did a lot of work on Werder Bremen and if you see obviously we played against Werder very early in the season, but if you see the evolution throughout the season, you can see that attacking-wise, it's a team that is dangerous in every game, not just a little bit, but very dangerous. They attack the box with a lot of people on crosses and the dangers from different phases. It's not just counters or it's not just set pieces. It's overall a very dynamic team that's alive and ja, aber das konnten sie heute nicht wirklich zeigen, ne? Hat ja auch gerade der Ole Werner gesagt. And exploits moments in a game to be really dangerous. So for that reason, I'm actually I have to praise my team for the discipline, the calmness, and to not allow the opponent too many chances. And then I think with time we got better on the ball, and of course we have the players who can always do something, but. In general, I think, everybody's leaving this game with a good feeling, and it's exactly what we needed for the next phase of games. Vielen Dank. Ja, also können wir aus den Worten schließen, dass es auf jeden Fall so gewollt war, ne? Dass Pavlo auch so ein bisschen den Querpass Toni gemacht hat und er mehr so in der ersten Halbzeit den Ball in den eigenen Reihen zu halten, anstatt irgendwie jetzt durch
schnelles Kombinationsspiel, irgendwie Ballverluste in Kauf zu nehmen, lieber den Ball safe halten und ja. Also das würde ich jetzt mal implizieren aus seinen Worten, dass das so gewollt war. Dank. Dann zu euren Fragen bitte. Es beginnt Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Eine Frage an Herrn Kompanie. Ich weiß nicht, wie hoch Ihr Ruhepuls so normalerweise ist. Steigt er an, wenn Harry Kane auch an den Elfmeterpunkt geht? Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht so viel darüber reden, eigentlich. Sie verstehen auch, warum. Aber es ist natürlich eins zu sehen, was er macht, aber der trainiert auch sehr oft diese Situation. Und ich habe immer ein bisschen mehr Stress, wenn einer das nicht trainiert und auf einmal da antritt. Aber wenn er das jeden Tag trainiert, dann okay, dann hat er sich gut vorbereitet. Mehr kann man manchmal nicht machen. Manchmal nicht machen, 29 Stück in Folge, Alter. Maschine. Daneben ist Taufik Khalil für den Bayerischen Rundfunk. Vincent, Sie hatten jetzt zuletzt in Rotterdam gespielt, in einem sehr lauten Stadion und sind dort in Rückstand geraten. Und dann wurde es noch viel schlimmer von dem Lärm. Wie wichtig ist es, gerade jetzt in Glasgow, das hat ja auch einen legendären Ruf, dass man dort nicht wieder relativ früh in Rückstand gerät, dass man selber vielleicht Ruhe reinbringt? Junge, du bist auf einer PK von Werder Bremen nach dem Werder Bremen-Spiel, Alter. Dann hat man wenigstens so viel Respekt zu haben und da jetzt nicht anfangen mit irgendwelchen Fragen zu Celtic Glasgow. Ja, da gibt es eine extra PK für, dann kannst du gerne solche Fragen stellen. Das finde ich gerade sehr, sehr unrespektvoll gegenüber Werder Bremen. Sorry. Ja, aber es bleiben unterschiedliche Spiele. Und ich glaube, dass die Mannschaft das bis jetzt sehr, sehr oft sehr gut gemacht hat. Es geht jetzt über diese Einzelspiele und auswärts wird das natürlich groß gemacht und es ist völlig normal, das gehört dazu. Aber letztendlich haben wir in Freiburg auch gespielt und das war auch eine unglaubliche Atmosphäre. Haben wir in Gladbach gespielt auswärts, das ist auch Besonderes und ich glaube, es ist ein bisschen auch immer Besonderes. Das ist ja wild, dass er Freiburg und Gladbach sagt, anstatt Dortmund zu sagen, Alter, wild. Bayern auswärts spielt. Es gibt keine leichtere Spiele oder es gibt keine Spiele, wo die Mannschaften nicht zusammen mit den Fans alles versuchen, das Spiel zu beeinflussen. Gut, wir haben seit Feyenoord alles gewonnen und hoffentlich sind wir jetzt auch in der Lage, das nächste Spiel zu gewinnen. Ist Glasgow besonders? Von meiner Erfahrung schon, ja. Das war eine der lautesten Auswärtsspiele, das ich je hatte in meiner Karriere als Spieler. Super. Auf der rechten Seite Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Kompanie. Ja, es war ein ungefährdeter Sieg, auch wenn es vielleicht nicht so spektakulär war wie... was heißt ungefährdet? Souverän, ohne dass da große Zweifel dran waren. Ich kannte das Wort nicht, danke. Es war aber vielleicht nicht ganz so spektakulär, wie wir es von Ihrer Mannschaft schon gesehen haben, offensiv in dieser Saison. Mit Blick auf das Spiel gegen Celtic, glauben Sie, da braucht es noch eine Leistungssteigerung? Kann das so reichen? Ja, ich verstehe die Frage, ist natürlich provokant wieder gestellt, alles gut, habe ich ja eh nicht analysiert in meiner Spielanalyse. Wenn du am Ende das Spiel 13-0 gewinnst, müssen wir nicht darüber diskutieren. Ja, Punkt. Klar, heute war ein bisschen Spielglück dabei mit dem Elfer und so, dass wir dann erst ins Rollen gekommen sind. Ich verstehe die Frage schon irgendwo. Ja, also für eine Bildfrage war es mal eine einigermaßen humane Frage. Aber ja, wie es Kompanie schon sagte, ich denke, wir können die Spiele nicht vergleichen. Und heute, er hat es ja gerade so durchklingen lassen, erste Halbzeit, man hat ein bisschen was anderes von Bremen erwartet, wie Bremen gezeigt hat. Und ich denke, in der zweiten Halbzeit war dann die Devise auch ein bisschen eine andere, mit der wir die Mannschaft rausgeschickt haben. Ja, dass es dann eher war, komm, Männer, jetzt geht mal ein bisschen mehr Gas und nicht so viel Sicherheit, ruhig mal einen riskanteren Ball spielen. Ja, und dann hat man ja gesehen, wenn wir ein bisschen Raum haben, was dann passiert. So. Aber mal gucken, was Winnie sagt. Ich bin nicht einverstanden, weil es stimmt, dass die erste Halbzeit, wie gesagt, bisschen weniger Schwung hatte. Das stimmt auf jeden Fall. Und wir möchten immer
Aber wir spielen gegen eine Gegner, die wollen auch nicht, dass wir immer alles machen, was wir wollen. Das gehört dazu einfach. Ja. Aber in der zweiten Halbzeit kann ich nur ein großes Kompliment geben für die Leistung. Wir haben in dieser zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, ob Sie einverstanden sind oder nicht, aber es war, ich sage das sehr respektvoll, aber es war fast, glaube ich, 4.0 Expected Goals in die zweite Halbzeit und wir haben viele Chancen bekommen. Vielleicht, wenn Sie die Highlights zurückschauen, dann können Sie vielleicht sehen, dass die zweite Halbzeit aus unserer Sicht gut war. Ja, 100%. Ist ja auch, wie ich es analysiert habe. Ja? Und wie ich es gerade gesagt habe. Wenn du die zweite Halbzeit so machst und dann 3:0 gewinnst, ja, dann brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, was in der ersten Halbzeit, dass vielleicht ein bisschen der Schwung gefehlt hat oder dass man einfach ein bisschen mehr auf Sicherheit gegangen ist. Ja. Was ja auch verständlich ist nach den letzten Spielen und den Gegentoren, die wir kassiert haben. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und da muss man sich halt erstmal jetzt ein bisschen die Sicherheit wiederholen. Und das haben wir getan, denke ich. Und nochmal, Bremen hat es auch wirklich gut gemacht in der ersten Halbzeit. Das muss man auch mal sagen. Ja. Natürlich hat uns ein bisschen der Speed gefehlt und wie ich sagte, so die Risikobereitschaft und vielleicht am Ende auch Plan B, dass man mal sagt, wir gehen bis zur Grundlinie und so weiter, aber vielleicht wollte man einfach dieses Risiko nicht gehen in der ersten Halbzeit. Es ist auch völlig normal, dass man jedes Spiel immer besser machen will. Also das bleibt immer. Nicht einverstanden? Okay. Doch. Muss. Hier vorne bitte, jetzt please. Ich hatte gedacht, die Analyse war fast unanim, aber ja, sehen wir so. Hallo, Joanna Wullenberg von der Bild Bremen. Ole, vielleicht erstmal zu deiner persönlichen Erfahrung heute. Wie war der Tag für dich? War es sehr schwierig, nicht eingreifen zu dürfen? Und wie zufrieden bist du denn mit deiner Vertretung heute? Coach, für mich. Ach so, Entschuldigung. Was hat er denn jetzt verstanden? Welche Vertretung denn für ihn? Ja, also es gibt schönere Arbeitstage. Man möchte natürlich bei der Mannschaft sein. Nochmal mehr dann auch in so einem schweren Auswärtsspiel. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass meine Vertretung, das gesamte Trainerteam, glaube ich, da einen guten Job gemacht hat, weil daran lag es nicht. Die Mannschaft war zum einen gut eingestellt, aber auch die Dinge, die vielleicht im Spiel ein bisschen anders waren, auf die haben wir gut reagiert. Ich glaube, so wie ich es auch gesagt habe, dass wir grundsätzlich gerade auch im defensiv-taktischen Bereich hat die Mannschaft einen sehr, sehr guten Job gemacht und das liegt natürlich dann auch an der Unterstützung, die dann auch von draußen dazukommt. Die tut dann ihren Teil dazu bei und deshalb, war das heute, glaube ich, nicht ausschlaggebend, kein Faktor. Dann die letzte Frage bitte, Taufik Ali nochmal, ja. Nochmal eine Frage zu Ihren Erfahrungen in Celtic. Sie sind ja selber nicht nur Fußballer und Trainer, sondern auch bestimmt... Ja, das finde ich super respektlos gegenüber jetzt dem Bremer Coach da Fragen jetzt an Celtic zu stellen. Das verstehe ich auch nicht. Also, da müsste man einfach auch mal vom Pressesprecher einschreiten von unserer Seite und da mal klare Kante sagen. Also ich meine, es gibt noch eine Pressekonferenz vor Celtic. So, wenn es die nicht geben würde, würde ich sagen, alles klar, Feuer frei. Aber das ist super respektlos. Fan von Fußball. Ja. Können Sie solche Momente genießen, wenn Sie das dann sehen, wenn Sie die Fans hören? Wie ist das bei Ihnen? Oder ist voll Tunnel? Nein, aber wir machen auch diesen Job deswegen. Ne? Das gehört dazu auf jeden Fall. Das sind die schönen Momente. Und es geht immer darum, dass du wieder in deinem Kopf haben musst, dass diese Momente sind unglaubliche Möglichkeiten. Es ist eine Opportunität, was zu machen, was zu erreichen, was zu erleben. Und man kann nicht alles immer vorher aufschreiben, was passiert. Das gehört dazu. Und in meiner persönlichen Erfahrung habe ich mich immer gefreut auf diese Momente und ich merke, ich sehe, dass die Fans sich auch freuen für diesen Moment und es geht auf einmal nur um dieses Spiel jetzt. Wir brauchen nicht viel weiter zu gucken und schauen, was wir machen können Mittwoch. Ja, dann vielen Dank fürs Kommen. Schönes Wochenende. Gute Nachhauseweg. Danke. Danke. Leute, ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.